Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uff Pelzig. Ja, in der letzten Episode habe ich mich mit der Oger-Zwillinge rumgeprügelt, mit dem Oger-Olli, mit dem Troll-Tobias oder mit dem Troll-Tobi. Und wir sind dann jetzt hier gelandet. Und hier müssen Opfergabe dargebracht werden. Ich glaube, ich habe das falsch gedeutet. Der Seppel hat schon gesagt, die Opfergabe müssen dargebracht werden. Ich habe das so gedeutet, dass nur die Silver geopfert werden muss, aber anscheinend müssen 3, 5 und 9 geopfert werden. Und die Silver bleibt an einem Stück. So, dann opfern wir mal dich. So lädt man es auch tut. So, jetzt bist du geopfert. Blutstämmig wie eine Sau. Von einem Schlag. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal in die Ranze gekloppt und schon ist der hinüber. Mit dem ist auch nichts anzufangen mit dem Kerl. Dann opfern wir den Fünfer. Du bist doch der Fünfer, oder? Ja. Dann wärst du geopfert. Okay. Du bist jetzt offiziell geopfert. Etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? So, Warte jetzt mal, ich habe vorhin etwas notiert. Dich kann ich nicht opfern, ne? Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, dich kann ich nur manuell opfern, ne? Und dich opfern wir jetzt auch noch. Aber ich glaube, der ist eh schon ohne, ja. Okay. Gut, dass ich die Person nicht sehe, die ich da opfer. Jetzt gibt es nämlich nochmal was auf die Schnut. Und dann, ja, bleibst du UA getascht. So, und ich hoffe, jetzt geht's. Komm ich durch? Ne. Der will mich immer noch nicht. Der will mich noch nicht. Der Dreier müsste noch geopfert werden, glaube ich, oder? 3. Wie kriege ich dich dann geopfert, Kerl? 3, 5 und 9 sind geopfert. Die sind alle weg. Ah, den muss ich hochfahren, der Sievener. Der Sievener muss ich noch hochfahren. Dann ist gut. Glaube ich. Schätze ich. Hoffe ich. So. Okay, ich glaube, jetzt müsste es stimmen. Hab was gehört. Ah. Moto hi uff. Mol. Na alla. Ich wollte schon sagen, bitte nicht die Samara, die jetzt rauskommt. Ah. Oh je, natürlich steht ihr wieder auf, oder? Nee, ihr steht nicht auf. Vor lauter Schiss erstmal weggedippelt. Wir machen immer die Ehre runter und es gibt nichts, natürlich nicht. Okay, ja, wir stellen uns so munter zu den Kadaverei. Warum auch nicht? Die stehen auch bestimmt nicht auf. Weil das sind Benimm dich Leiche und die stehen nicht auf. Ich habe Hunger gerade. So ein bisschen Schweinebauch genascht, immer das Richtige. Ach, wenn es doch nur Schweinbär. Das sind immer so klassische, was mag das sein, Häppchen. Ah, na. Sag mal, das Lempel war schon A, okay. Wir müssen den Ölverbrauch wie Sau haben. Ah, hallo, Mr. Gehirnimus. Und da ist Wirbelsäule. Die kann man immer gebrauchen, ne? Da ist ein Gehirn drin. Eischlache kann ich's nicht. Das wäre jetzt auch sauranzig gewesen, wenn man das ausschlacht und dann kommt einfach die ganze Suppe rausgekrochen. Uah. Aber wir nutzen den seltenen Areblick. Ich pfeife mal noch so Spritzrei, wenn er keine Nitrare kann. Und dann nehme ich mal die noch mit. Spritze will ich nicht verschwenden. Da haben wir Wölfe. Oder ein Wolf. Oh, ein ziemlich großer Wolf. Also der große böse Wolf wurde hier untersucht. Warum auch nicht? Das hat bestimmt seinen wissenschaftlichen Nutzer. Und ja, da stecken wir noch eine zusätzliche Reihe. Da ist noch ein bisschen Blubber. Und da schwimmt auch noch irgendjemand im Sprudelwasser. Und der... Ah ne, der bewegt sich nicht, der Körper. Okay. Da ist noch so ein Sackkopf, so Sacksicht. Ist da noch im Sprudelwasser drin. Warum auch nicht? Also, sieht mal wieder großartig aus hier.
Dann geht's so durchs alte Gemäuer raus. Ich mache wieder mal Pistol. Und wie sieht's du aus? Ne, du sieht's nur wandig aus. Also du müssen wir eh nicht durch. Okay. Und der große böse Wolf. Pfui Teufel, Wolf. Da kommen wir nicht durch. Scheiße, das heißt, ich muss... Okay. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Ah, das waren die Ogre Twins. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ja, du siehst doch aus wie ein sehr freundlicher Kirchhund. Für Deibel, was ein Freako. Pfui. Sich mit Mutanten anfreunden, dass ich nicht lache. Simpsons übrigens. Seppel lauft... Okay, wenn das Seppel durchstinkt normal läuft, dann kann ich das wohl auch. Nee, da ist nix. Da geht's aber weiter, oder? Ja. Okay, dann gehen wir da lang. Hilft ja nix. Ist so der einzigste Weg, den wir gehen können. Das war nicht die Instabilwand. Okay. Da kommen wir auch nicht durch. Na gut. Irgendwas habe ich wieder vergessen wahrscheinlich, ne? Da ist was. Ja. Trittplatte. Okay. Das klingt doch ganz gut. Und nix wie weg. Okay, da war die Kaputtwand. Da ist die Wand, die eingerissen werden kann. Oder die mit dem Riss zumindest, ne? Und vielleicht da hin. Okay, also der Seppel hat sein Fensterglasbrill verloren. So wie das ausgesehen hat, war da wirklich noch Fensterglas drin. Da hat sich nämlich nichts vergrößert. Und der große böse Wolf ist hinter uns her. Und der große böse Wolf ist urhässlich. Okay, ein Gebüsch hockt da. Muss da gleich rausschießen, ne? Komm, dich friere ich ein, du Sau. Na, scheiße. Okay, ein bisschen mehr Glück beim Zieler. So, jetzt kriegst du was auf der Washing. Oder in der Berzel. Ups, warum bist du nur so kurz eingefroren? Boah, ich hasse dich, großer böser Wolf. Oh, Mann. Okay. Hui. Joseph. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Fuck. Nicht dein Ernst grad. Ey, Seppel, geht's um viel, Mann. Es gibt doch bestimmt hier irgendwo einer in der Nähe. Ey, muss ich jetzt wegen der scheiß Brille da wieder rein, oder was? Du hast ja nicht mal richtiges... Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, du hast ja nicht mal richtige Gläser eingesetzt. Das ist doch nur so Hipster-Brille.
Ey, nee, wegen der scheiß Hipsterbrille gehe ich doch bestimmt jetzt nicht rein. Ey, das kann der sich mal schön in die Hohe schmieren. Oh, ich krieg's Kotze, Alter. Ich kriege Kacke-Attacke hier. Oh, Mann. Wegen dem seiner scheiß Hipsterbrille muss ich doch jetzt reingehen. Nur damit der hier sein Image wahren kann. Ey, der soll zum Vielmann gehen, soll sich eine neue Brille holen oder so. Da gibt's schöne von Null-Tarif, vor allem so 0815 Nerdbrille, wie die er dort trägt. Ey, Mann, holt er... Oh Gott, ich krieg die Krise. Jetzt muss ich nochmal zum Wolf hier rein. Wegen der Hipsterbrille vom Josef und er macht noch nicht mal was. Ey, blöder Seppel. Okay. Das kriegst du dann geberzelt. Ich lenke es ab und du suchst sie. Oh, wow, danke. Ja, super. Ich freue mich wie Bolle, dass ich das machen darf. Das ist das Scheißding. Josef trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Wow, ich hätte man ohne Brille auch nie vorstellen können. Und deswegen müssen wir das jetzt auch machen, aus persönlichen Gründen, weil wir uns an den Josef ohne Brille nicht gewöhnen könnten. Ey, ich glaube, ich krieg was an mich. Okay, aber zuerst föhne ich mal noch so Spritzelrei. Die brauche ich jetzt nämlich auch dringend. Dringender als der Hansel sein Brill braucht. Uah. Okay, und jetzt renn, Seppel, Bastel. Hau ab, Wolf. Hau ab, Wölfchen. Renn. Ich sag das im Gute. Mach, schlepp dein Kadaver dort durch. Nachdem der Josef N. Stäh geworfen hat, ist der Wolf auch super abgelenkt. Da du. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Damit sich der Seppel normal fühlt, habe ich jetzt hier meinen Arsch riskiert. Aber der Wolf steigt uns anscheinend nicht mehr noch. Gott, ich krieg noch zu viel. Da fällt mir gar nichts mehr dazu ein, ohne Scheiß. Müssen wir von den Kasper die Brille holen, damit er sich normal fühlt. Statt dass der Eumel auch mal selber was macht, müssen wir unseren Arsch davor in Gefahr hieven. Also, ne. Das war mal gerade nur mal zu viel. Aber jetzt sind wir wenigstens... Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. Ja. Da ist wieder das Symbol. Und da aber auch. Jetzt sind wir. Und da ist es auch wieder. Puh. Dann sind wir jetzt endlich da gelandet, wo wir hier wollten. Und ich bin mal gespannt, ob wir nicht irgend so einen Kult aufsitzen. Es erinnert mich immer ein bisschen mehr an Resident Evil 7, sag ich schon. Erinnert mich immer mehr an Resident Evil 4. Ohne Scheiß, da war es ja auch dieser Kult um Lord Sattler, der dann den Las Plagas Kult da gehabt hat. Jetzt bin ich mal höllisch gespannt. Okay, Kapitel 6 überlebt. Spiel speichern. Theoretisch hätte ich noch 7 Minuten Zeit. Und meistens kommt immer am Anfang noch was. Wissen ihr was? Ich mache jetzt einfach weiter. Der Wächter. Kapitel 7. Normalerweise ist am Anfang immer noch irgendein Speicherraum und ich habe noch 7 Minuten. Also wenn eine Filmsequenz oder so kommt, passt das und ansonsten machen wir halt wieder 25 Minuten. Weil bei 13 Minuten mag ich mittlerweile keine Cut mehr setzen. Bei meiner ersten Let's Plays habe ich das noch gemacht. Aber jetzt... Psst. Ah ne, ich kann mich bewegen. Okay. Ist doch keine Filmsequenz gewesen. Aber geil sieht sie aus hier mit einer Buntglasfenster und ja. Und jetzt ist endlich mal wieder ein bisschen Farb drin und nicht dieses ständige Schwarz-Weiß oder Sepia-Farbe, ne? Das ist schon geil gemacht. Das gefällt mir auch gut mit den Rosette-Fenster. Passend zu einer Kirche. Ja, die gute Rosette bei der Priester. Ihr wisst übrigens auch, warum alle Messdiener einen Mittelscheitel haben, ne? Der Häm nix verzählen. Ja, ich weiß, der ist alt und hat schon so ein Bart.
Aber trotzdem, das fand ich jetzt sehr passend. Okay, ich habe irgendeine Flüstern noch gehört. Und die Statue hat schon nichts mehr. Der Seppel kotzt sich gerade die Lungen aus. Geht's dir gut? Okay, da müssten wir wohl weiter, ne? Da geht's rein in den Untergrund. Und am Altar steht noch 500 Sub und was zum Leser. Ah ne, Kartefragment Nummer 13. Alles klar. Gut, wie geht's dann dir so? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang 1 Minute lang. Dann 2 Minuten. Du hast es jetzt schon 3-mal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte... Hoppla. Ja, das ist eindeutig die Welt vom Rudi. Die hat er voll im Griff. Genauso wie Sarivo auf dem Acker. Der Rive Rudi, der ist schon ein knallharter Typ. Ja, im Gegensatz zum Suizidseppel. Ich wollte schon sagen, als er die Brille abgenommen hat. Kapitel 7, der Wächter. Als er seine scheiß Brille abgenommen habe ich gedacht, mach sie jetzt kaputt und ich schlacht dich tot, Kerl. Dann wäre es echt verumme gewesen. Okay, 5000 Brühe haben wir jetzt wieder insgesamt. Und ja. Ich hoffe, wir finden wieder den nächsten Speicherraum, weil das ist mal wieder die 5. Episode, die ich halt aufnehme. Und dann habe ich ja immer das Sonntag voll. Oh, der Leslie Nielsen ist wieder in der Nähe. Trollpunkt. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Jo. Wobei, ich bin ganz froh, dass wir mal ein bisschen Ruhephase vom Seppel händen. Kann ich jetzt ja die ganze Zeit um mich haben mit seinem Emo-Gebabbel und mit seinem, ich würde gern springen und ich würde mich gern verwandeln. So ein dummer Hund. Und jetzt haben wir erstmal rausgefunden, dass es helfen könnte, wenn man so Spritzen föhnt. Tja, hätte man von vornherein statt lieb zu haben und zu knuddeln und auf die Schulter zu klopfen, die Spritzmorei geföhnt, um ihn zu heilen, hätte es vielleicht früher schon gewirkt. Wir hätten uns sein blödes Emo-Geschwafel ersparen können. So, was macht gerade ich schlag hier alles zusammen. Das ist nicht mein Kult, das ist nicht meine Religion. Das interessiert mich ein Scheißdreck, ob die Keramik steht. Und es ist nicht mal alte Keramik, die ist nicht mal richtig datierbar auf alte Kulturen. Das interessiert mich überhaupt nicht hier. Moderner Scheißdreck. Und kaputt. Und kaputt. Ich habe auch immer die Hoffnung, dass da möglicherweise noch was drin sein könnte, ne? Aber sieht wohl eher nicht so aus. Da haben wir nix. Da ist noch eine große Urne. Ui, das hat aber ordentlich gescheppert hier. Da die Klärkeramik. Komm, ich mach dich kaputt. Oh, das war ein guter Schlag. Nur die 2 innen kaputt und die 2 außen waren noch gestanden.
Und dich kriege ich auch noch. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Zack, der schwarze Ritter gewinnt immer. Oh, komm. Kastel, das wird erbärmlich, wenn man in der Luft rumprügelt. Zack. Alle 4 auf Endstreich. Das ist gut. Jetzt kann ich in Friede sterben. 500 und da ist noch so ein Bewegungsmelder. Und dann machen wir uns lieber langsam dran. Hui. Oh, kann man wieder ganz schön zittern hier bei der Partie. Hopp. Und hier ist das Erleid. So. Und Klatsch. Let's fetz. Okay, wir haben alles, was wir tragen können, soweit. Und sogar 20 Pistole Munition auf Reserve, wenn das nichts ist. Okay, da liegen die Gebeine von vom Märtyrer Schimlibus Eroticus oder was auch immer. Oder Kotzetypus Eclicus Maximus Optimus Igiticus. Ja, gucken wir uns doch nochmal an. So in einem stillen Gebet an Stinkibus, Schimlibus, Optimus Maximus. Hau rein. Da haben wir den Papst anscheinend von der schönen Sekte. Der hat das Symbol nämlich drauf. Ich nehme an, das wird dann ihren Papst, Hohepriester, Ovagoscha, Guru, was auch immer sei. Auf jeden Fall der A-Führer von der Graf Rotz von dem Saustall hier. Okay. Keramik, muss ich zerdeppern. Kann ich nicht datieren, muss ich zerdeppern. Ja, und dich kriege ich auch noch. Hoi, Seppel, Bastel, ab. Und die zwei. Die zwei habe ich auch noch, super. Okay, jetzt würde ich eigentlich ganz gern speichern. Wenn das irgendwie möglich ist. So. Keramik. Attacke. Attacke. Na. So, weit das gemacht. Okay. Ich hinterlasse hier nur Scherber. In ihrem Schenne. In ihrer Schenne Krypta oder was auch immer, wo der heilige Schimlibus, Kotzetypus, Optimus Maximus bestattet war. Irgendwas gurgelt und röchelt. Ah. Alles klar. Ih! Und Speckmann haben sie auch noch dabei. Ein Glasscherbe Speckmann sogar. Ach komm. Na Allah. So, das gefällt mir noch ganz gut mit dem Revolver, wie das so läuft. Okay, der Speckmann hat 200 dabei gehabt. Damit machen wir die 7000 voll. Und das Gerippe hier hat 500. Ne? Speckmann, streng dich an. Die sind besser als du. Ja, okay, dafür habe ich jetzt anscheinend nochmal gekloppt. Und das war nicht beabsichtigt. Das war zu nah anscheinend an dem Typ dran gewesen. Da hat er da nochmal drauf gewäscht. Okay, da haben wir noch Sniper-Munition. Und da ist nichts drin. Denn die Särge sind keine unangenehme Gäste mehr drin, glaube ich. Und ja, weiter geht's. Da ist nichts, oder? Nur so Visage und irgendeine Schrift, die ich aber nicht entziffern kann und auch als keine historische Schrift ausmachen könnte. Zumindest jetzt auf dem schnellen Blick nicht. Hoch. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Also wer auch immer den Trick gemacht hat, ich habe es gerade nicht gesehen. Und Dr. Soldberg kann es auch nicht gewesen sein. Sonst wäre es auch ein Symbol. Werkzeug, Dealer und was haben wir da noch? Ah, schick. Okay. Ich glaube, da müssen wir durch, ne? Scheint locker zu sein. Ja, ich mach dann auch immer Stellen mit dem Messer kaputt, so ist nicht. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Da, 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 dam. Okay, da haben wir einen Tresor.
Aber erst muss Zeicheis sammeln. Das kommt mir verdächtig vor gerade. Erstmal noch mal reinpacken, was geht. Kann man nämlich auch nochmal ändern immer. Immer so viel wie möglich abgreifen. Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe! 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 800 Schlons. Oh Gott, jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder so ein neuer schöne Bossgegner vorgesetzt, ne? Scheiße. Okay, ja, gucken wir in den Safe. Und da ist noch ein Schlüssel. Saugut. Okay, und irgendeine 2D-Brühe ist auch noch drin. Warum auch nicht? Und weiter geht's in den Kontrollpunkt. Okay, es wird wahrscheinlich wieder eine längere Episode wäre halt. Ich habe einfach die Hoffnung gehabt, am Anfang käme noch ein Speicherpunkt. Ach, Oh. Scheiße. Oh! Das gefällt mir nicht. Das war doch der Kastekopf, den man in der Vision in der Klinik sehen. Das gefällt mir absolut nicht. Okay, das schießen wir jetzt auf. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich mehrere Steinreliefs, ne? Und dort dahinter ist dann der Speckmann mit dem Kastekopf. Alles klar. Ah, hier ist irgendwo ein Speicherraum, dort drüber. Ja, da gehen wir auch gleich rein. Da kann ich so noch unter einer halben Stunde beenden. Das finde ich geil. Okay, wieder was zum Leser. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lily Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9:56 Uhr. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Und kaum haben wir gelesen, geht hier auf den Klostuhl, achter Spickel auf. Das finde ich super. Aber es ist eher ein... Nee, kein Klostuhl. Ich habe das jetzt mal einen Klostuhl kalt, aber es ist ein Rasiertisch. Mobile Rasiertisch mit Spickel. Okay, haben wir eine neue Zeitung. Der besorgte Typ also. Der besorgte Typ also. Die Krankenschwester auf Valium also. Wie heißt das? Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen eines eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupteten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Immer der alte Krieg zwischen Archäologe bzw. auch Historiker teilweise und Kirche bzw. Religion. Ist doch schlimm sowas. Kann ich ein Lied auf Fuß singen. Chris, vermisst. Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Chris Taylor. Okay, das Gesicht merke ich mir mal. Es kann wieder sein, dass das so ein kleiner Sondergegner ist. Jetzt kein großer Boss, aber so ein Sondergegner halt. 9200, damit können wir schon ordentlich Glibberei-Arsteller. Also. Rein der Herrnschädel damit. Was machen wir dann? Ich glaube, die Zeit ist Kummer, dass wir ein bisschen mehr Leben kriegen. So, dann... da brauchen wir nichts. Reserve möglicherweise noch. Schrotflinte. Hätten wir schon doppelt so viel wie am Anfang, ne? Nee, davor reicht's auch nicht. Und wie sieht's bei der Armbrust aus? Nee. Ich mache mir Schrotflinte-Munition, die ich holen kann. Das ist saupraktisch. Okay, 200 Zappa haben wir noch in der Tasche. Das ist nichts anderes als eine Beilage zum Sandwich. Das kriegen wir locker hin. Das ist ein Salatblatt auf dem Sandwich nur. Und dann wird gespeichert, während die so seelenlos ihren Nägel lackiert. Und ja,
dann wird gespeichert. Und ich kann meine Sonntagsepisode in aller Ruhe hier beenden, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns am Dienstag wieder zu Let's Play The Evil Within Uff Pelzig. Also machen's gut und bis am Dienstag dann. Iron Yankee.